Den 31 Joer Joke Cole Thomas Allen vun Torrance a Kalifornien huet haut Rendevous zu Washington DC fir Gericht. Den Ugeklote Selver huet sech bisel net öffentlich zum Intermezzo Correspondence Dinner samstichten Owen geäußert. Nach immer spekuläre vill Observateuren an den USA awer iwwer d'Méiglichkeet, dats dat presümiert Attentat just inszeniert wo. Och de stellvertretende Justizminister nutzt de Vierfall als Argument fir een neue Festsaal vum Weißen Haus, grad wie den Trump. De Bau dovun wo kirzlich gerichtlich gestoppt ginn. Manifestante protestéiere beim Buckingham Palace zu London géint die geplante Rees vum König Charles Biden Donald Trump deswoch. Et wie net ze verantworten, dats de Kinniger Krisenzeiten nach Gräf dem Christdriver op d'Schëller klappen. Offiziell steht Visit am Kontext vun den 250 Euro Aufhängigkeit vun den USA des Joer. Iran proposéiert haut en vun der Blockad vun der Stroos vun Hormuz oni awer sein Nuklearprogramm unzeschwätzen. Washington riskiert awer weiterhin Nuklearprogramm ke Konsensfëllen anzugoen an dummert festzehalen un enger Blockad vun iranischen Häfen an all diplomatischem Austausch töcht beide Länder. Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein. Da muss man auch wieder raus. Das haben wir ganz schmerzhaft bei Afghanistan gesehen. 20 Jahre lang. Wir haben das im Irak gesehen. Also diese Geschichte ist, wie gesagt, zumindest unüberlegt. Und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. Zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Haut verhandeln se, nodems Washington Gesprächer a Pakistan Platze gelos huet, ass den iranischen Außenminister Abbas Araghchi haut zu St. Petersburg a Russland ukom. Fir en Austausch mam Putin engem engen Alliierten Thema och do ass natilech de Krich vu segem Land géint Israel an d'USA. Der Rechtspopulist Naftali Bennett an den Zentrist Yair Lapid treten an Israel obeneiz ze summen géint den aktuelle Premier Benjamin Netanyahu an de Wahlen en Oktober. Israel misst en andere Wee wielen ass de Wies vum Duo, den e méiglest brede Konsens sicht.